Das Faszinierende ist, dass jedes Klavier einfach ein anderes Innenleben hat. Und somit ist es immer wieder spannend, mit einem etwas anderen Bauteil wieder etwas anderes Objekt zu schaffen. Das wird oft auch mit Wäscheklammern verwechselt. Aber die meisten sind positiv überrascht, dass man sowas einmal außerhalb vom Klavier auch betrachten kann in einer Kunstform. Neue Kunst aus alten Klavieren. Das ist die Spezialität von Andreas Berner aus Bogen bei Straubing. Seine Rohstoffe holt er sich aus der Region. Heute ist es wieder soweit. Ja, es ist immer hochspannend, weil man weiß nie, was man kriegt, ob es schon komplett verwurmt ist oder ob das Innenleben schon komplett kaputt ist. Und in dem Fall habe ich schon ein paar Fotos gesehen. Also bin ich jetzt guter Dinge, dass ich ein kleines Schätzchen wahrscheinlich kriege. Das erhoffte Schätzchen wartet in Aufhausen, einem Dorf südöstlich von Regensburg. Früher gehörte es dort dem Pfarrer, dessen einstige Haushälterin das Klavier nun weggeben muss. Herzlich willkommen zum Abholen des Klaviers. Ja, danke schön. 10 Momente. Ja. Und Sie schaffen das alleine? Ja, das können wir schon. Okay. Vorsicht, aus dem Weg. So. Jetzt muss ich noch mal vorbei. Das Instrument entpuppt sich nicht als Schätzchen, sondern gleich als wahrer Schatz. Das Besondere ist jetzt hier der Goldlackrahmen. Die sind manchmal nur ganz schlicht und in dem Fall mit der Signatur vom Hersteller. Und hier diese grünen Klöppel habe ich so noch nie gehabt. Also es ist wunderschön. Kann ich perfekt umbauen. Wird ein schönes Modell heute. Ich sehe schon, dich freut das richtig. Ja, das ist ganz was Tolles. So rausziehen. Genau, einfach rausnehmen. Okay, wenn ich so weit bin. Marianne Huber führte dem Klavierbesitzer 40 Jahre lang den Haushalt. Das Instrument ist ihr sehr ans Herz gewachsen. Das hat eine lange Geschichte. Ja. Die Mutter vom Pfarrer Bayer hat das gekauft damals, wie das Geld verreckt ist im Weltkrieg. Und die wollte das Geld nur anlegen und hat sich gedacht, sie kauft für einen Sohn ein Klavier, damit dass er das erlernen kann, wenn dann der Krieg vorbei ist. Und somit ist er dann mit dem Klavier von einem Ort zum anderen gezogen. Er hat ja jetzt mittlerweile den 10. Umzug. Und somit ist die Geschichte jetzt dann zu Ende, wenn sie in Bogen landet beim Herrn Berner. Kann ich Ihnen helfen? Ne? Ja, das passt schon. Aus dem Innenleben des Klaviers will der Künstler heute eine Lampe bauen. Es geht zurück in die Werkstatt. Wenn sich Andreas Berner an die Arbeit macht, dann weiß er nie, was ihn erwartet. Ja, jetzt schauen wir, wenn ich es zerlege, ob ich irgendwas finde. Es ist schon vorgekommen, dass ich dann einen 100 Reichsmarkschein gefunden habe im Klavier oder Münzen oder teilweise Kinderspielzeug, das reinfällt, aber die Leute machen gar nicht wissen, wie sie es wieder rausholen können. Und da schauen wir jetzt mal, was sich hier vielleicht findet. Ja, also in dem Fall hat sich nichts versteckt. Ah, da liegt was. Sehr schön. Schauen, was wir da gefunden haben. Kreuzer. Ja, nicht ganz. 20 Kronen. Sehr cool. Ja, also oft findet man so kleine, schöne Highlights. Aber scheint polnische Währung zu sein. Die Saiten erklingen ein letztes Mal. Sie haben ausgedient, zumindest was das Musizieren angeht. Macht dir das was aus, dass du dem jetzt wirklich den endgültigen Todesstoß versetzt? Nö, in dem Sinne nicht. Also Todesstoß würde ich jetzt da nicht dazu sagen. Warum nicht? Also ich nehme jetzt eigentlich nur die Saiten raus, um nachher wieder die zu neuem Leben zu erwecken. Also es ist quasi nur eine Operation am offenen Herzen. An den Klaviersaiten wird Andreas Berner die Lampe später aufhängen. Kreisrund soll sie werden und hauptsächlich aus den Hämmerchen bestehen, die er in großer Zahl aus dem Klavier herausgeholt hat. Sie müssen von den anderen Teilen abgetrennt werden,
Und dabei darf nichts schiefgehen. Also jetzt kommt der spannendste Moment. Jetzt muss ich diese Verbinder hier von dem Teil lösen. Und durch den Rost hängt es oft am Stoff fest. Und dadurch kann es passieren, dass das beim Runterziehen reißt. Und deswegen muss ich da sehr vorsichtig sein, dass diese kleinen Teile jetzt heile bleiben. Warum eigentlich? Weil es eine gewisse Linie ist. Also, dass das alles nachher einheitliche Optik hat, müssen die alle auch komplett bleiben. Jetzt hast du das ja gleich. Das, glaube ich, schaffen wir jetzt. Das ist gut, ja. So, dann muss man es da durchziehen und dann hat man immer dieses Teil noch komplett, so wie es früher verbaut worden ist. Und ist ganz geblieben jetzt? Das ist jetzt ganz geblieben, ja. Und das ist jetzt noch 80 Mal. Ausgefallene Kunstobjekte sind die Spezialität von Andreas Berner. Der ist nicht nur Holzdesigner, sondern arbeitet hauptberuflich als Musiklehrer. In seinem Atelier im niederbayerischen Bogen stellt er seine Kunst aus und gibt dort auch Unterricht in Querflöte, Blockflöte und Schlagzeug. Das ausrangierte Fell einer Schlagzeugtrommel dient als Grundgerüst für die Lampe. Der kreisrunde Metallrahmen ist wie gemacht für die Befestigung der Klavierhämmer mit all ihren kleinen technischen Details. Also das ist jetzt dieses rote kleine Element, das wir vorher besprochen hatten. Und das soll so als Farbeffekt einfach nur dieser Lampe so ein bisschen Farbsprache geben. Deshalb ist mir wichtig, dass das beim Zerlegen immer ganz bleibt. Also ich versuche alles aus irgendwelchen alten Bauteilen rauszuschöpfen, weil wir in einer Welt leben, wo alles letztendlich kurz neu produziert wird, um dann nach einem kurzen Leben sofort wieder komplett weggeschmissen zu werden. Also es muss irgendwo so sein, dass die Objekte im Umlauf bleiben, aber nicht, dass sie dann als Rohstoff für irgendeine Verbrennungsanlage dann dienen. Also dazu ist so ein Instrument zu wertig hergestellt worden und das kann ich mit meinem ganzen Wesen irgendwie nicht in Einklang bringen, sowas einfach zu verbrennen. Es wäre nicht nur um die Kleinteile schade. Denn auch die metallenen Gussrahmen der Klaviere sind wahre Kunstwerke. Weil man sie sonst nie zu Gesicht bekommen würde, hat Andreas Berner auch ihnen eine Bühne verschafft. An seinem Gartenzaun und an der Hausfassade. Auch in Straubing hat er mittlerweile einen Ausstellungsraum eröffnet. Und dort mit seiner ungewöhnlichen Kunst schon eine Menge Fans gewonnen. Oh, der ist ja super schön. Das ist der XXL-Ring. Der ist ja gelungen. Rund ist die perfekte Form und die dann auch eben im Objekt so zu halten, dass die nicht irgendwo dann doch eckig ausschaut oder so. Das ist schon ein Perfektionismus und da bin ich immer sehr geneigt, dass das am Schluss auch genau so ausschaut, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Jetzt scheint die Lampe endlich fertig zu sein. Ja, so oft kommt man an einem Objekt nicht wirklich zum Ende, weil man sieht immer noch einen Punkt, wo man noch ein bisschen nachjustieren muss, kann, soll. Und so kann es dann oft lang dauern, bis ich wirklich sage, jetzt muss ich mich mit dem Werk, so wie es ist, zufrieden geben und kann nicht nur 3 Stunden weiter fummeln. Vielleicht keine 3 Stunden, aber doch noch ein paar Minuten. Das pendeln Sie dann nachher aus. Irgendwann gibt es aber auch an diesem Objekt nichts mehr zu friemeln. Und Andreas Berner kann testen, wie es mit Beleuchtung wirkt. Bist du zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Also man kann immer noch ein paar Teile dann nachher noch ein bisschen anpassen, aber so von der ganzen Optik bin ich jetzt sehr zufrieden. Vor allem die grünen Klöppel sind sehr schön.
Also ja, ist wieder mal ein Unikat geworden. Hast du jetzt schon die nächsten Ideen im Kopf? Wo geht's hin? Ja, das wird sich so zeigen. Wenn ich das Klavier weiter zerlege, werden dann die nächsten Ideen so irgendwo entstehen. Und dann lassen wir auf uns zukommen, was sich alles so entwickelt. Und auch dann wird das Ganze wieder weit mehr sein als die Summe seiner Teile.